Hallo meine lieben YouTuber, heute geht es um ein ganz anderes Thema mal. Ich wurde ja seit kurzem von der Reha entlassen und muss weiterhin 10 Thrombosespritzen noch nehmen. Das heißt, wenn man Bein-OP hat, dann muss man die sogar 4 Wochen nach der Reha nochmal so 10 Tage nehmen. Und da habe ich jetzt von der Apotheke nochmal 10 so niedliche Spritzen geholt. Und für die Angst haben, von selber so Spritzen zu setzen, habe ich mir beschlossen, ich zeige es euch. Ich bin selber auch der Schisser, was Spritzen betrifft. Und es geht wirklich einfach. Also ich habe jetzt 10 Spritzen geholt, das sind Thrombosespritzen von der Apotheke. Da hat mir sogar der Apotheker noch so eine kleine Bedienungsanleitung reingelegt. Und wie man die richtig setzen tut, Thrombosespritzen richtig setzen, wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, das ist die Verpackung. Und das sind sie 10 Stück Astronautennahrung für den Bauch. Und wenn man die dann richtig spritzt, zeige ich euch dann. Ja, bei den Spritzen sind 3 Milliliter drin, 0,3 Milliliter drin, also 30 Milligramm, das ist nicht viel. Firmen gibt es verschiedene, das ist die Monoembolex 3001.E. Prophylaxe Sicherheitsspritzen. Und da machen wir jetzt gleich einmal ein Teil auf. Ich zeige euch die mal ein bisschen näher. Da ist auch noch eine Gebrauchsanleitung dabei. Was ist Monoembolex und wofür wird es angewendet? Die Thrombosespritzen braucht man deswegen, die sind wichtig, wie gesagt, nur gerade bei Bein-OPs, weil die Venen haben noch nicht so richtig den Blutfluss und damit man keine Lungenembolie kriegen kann, muss ich die auch nachträglich jetzt nochmal weitere 10 Tage selber spritzen, weil Krankenschwester habe ich keine mehr da. Aber wie gesagt, das ist ganz easy. Also in diese kleinen Spritzen sind kleine Luftblasen drinnen und die Luftblase muss drinnen sein. Ja, das sieht man hier auf der Kamera, ja, da ist also eine kleine Luftblase drin. Die muss drinnen bleiben, damit die Spritze komplett leer wird. Also wer die Luftblase rausspritzt, dann tut es weh. So. Vorne ist eine Sicherheitsding drauf, die muss man dann entfernen. So, jetzt ist es herunten. Und jetzt zeige ich euch das dann in der Detailansicht, wie man richtig diese Spritze setzt. Bis gleich. Ja, das ist mein dicker, fetter Bauch. Und da habe ich jetzt die kleine schöne Astronautennahrung für den Bauch. Und das heißt, gespritzt wird nur im unteren Nabelbereich, also nicht drüber, sondern entweder hier oder hier. Und jeden Tag muss man wechseln, entweder einmal wieder hier, am nächsten Tag wieder hier und möglichst nicht schauen, dass man die gleichen Löcher schon erwischt, sonst kriegt man leicht die blauen Flecken, aber die kriegt man sowieso. Und da habe ich das Ding mit Alkohol ein bisschen getränkt und werde hier eine Stelle aussuchen. Die mischen wir jetzt ab. So. Und jetzt nicht die Luft rausdrücken, sondern richtig genüsslich
den Bauch zusammendrücken. Ja, ich hoffe, das kann man hier auf dem Video sehen. Und dann kommt hinein. Und dann langsam reindrücken. Oh, ist das schön. So. Und jetzt ist sie leer. Das war's. Also wie gesagt, ihr braucht keine Angst haben. Thrombose spritzen ist ganz einfach. Und schaffen tut es wirklich jeder. Also ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Euer Janka Filmschmiede, der Helmut. Thrombose spritzen, ganz easy, keine Angst von Spritzenschisser wie ich. Also Thrombose spritzen lassen sich sehr leicht anwenden und keine Panik. Also wünsche euch was. Servus. Ja, ganz wichtig nochmal zum Schluss, das habe ich nicht erwähnt. Die Spritze soll man nicht zu schnell reindrücken, sondern schön langsam, so circa 20 bis 30 Sekunden wäre genial, weil wenn man die Spritze nämlich zu schnell reindrückt, dann hat man ein Problem, dass das richtig Schmerzen verursacht. Aber wie gesagt, keine Panik, es passiert wirklich nichts. Die Spritze ist hauchdünne Nadel, die merkt man gar nicht, wenn man den Bauch eine Falte drückt. Dann hat man wirklich keine Schmerzen und keiner braucht davon Angst haben. Also das nur zu nebenbei, die Spritze ganz langsam reindrücken und dann braucht man keine Angst haben. Also dann mit diesem Sinne wünsche ich euch viel Glück, wer auch mal die Genuss hat, so eine schöne Thrombosespritzen in seinen Bauch zu knipsen. Psst. Viel Spaß. Helmut.